So, herzlich willkommen zur neuen Folge Kassettenschmerz. Und zwar am 10.2. für jeden, der es unbedingt wissen möchte. Oder der nachträglich einer schaut, wann wir das halt aufgenommen haben. Ein bisschen Papiere sortieren, damit das ein wenig professioneller nach ähm, Nachrichtensprecher ausschaut. So, wer ist da schon da? Der Klaus Schiller, Seise, Knädelwurzler, Servus, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe heute wieder einen köstlichen Energy Drink dabei. Von Sparkling Star Orange and Clementine Geschmack. Also das muss richtig köstlich sein. Und diesmal auch für die Damen keine dickbusigen Anime-Tanten, sondern durchtrainierte Handballtypen. Ich kenne es nicht, ich weiß nicht und ich bin auch fast davon überzeugt, dass das wieder mal nicht so köstlich schmecken wird, aber ich probiere mich durch für euch durch. So, Prost. Hm. Zumindest passt, ist das der Drink, zu dem die Kohlensäure bisher am besten passt hat, weil bei den anderen war das immer ein bisschen durchwachsen. Bier, weil das Auto, habe die Ehre. Was haben wir heute für euch? Ein bisschen Trailer, natürlich mit zum Anschauen und Posten, wie rausgekommen sind. Einige Casting-News, eine Ankündigung, ein bisschen zeigt zum Einkaufen. Cooles Unboxing. Es gibt jetzt schon wieder OP14. Ich habe 3 Booster von OP13 erwischt, dann waren sie schon wieder überall weg. Und Bocklermons natürlich auch wieder für euch. Just for You, Dragon Cry ist am Start. Hello, hello, hello. So, mit was sollten wir anfangen? Natürlich fangen wir wieder an mit den Trailer, die ich euch nicht zeigen darf. Und es ist jetzt, ich habe es euch glaube ich schon mal erzählt, dass zu dem Anime Sakamoto Days eine Realverfilmung kommt. Und da gibt es jetzt auch schon den ersten Trailer. Wie schaut es mit dem Merch aus? Fragt er schon wieder einer. Das ist alles in Arbeit, junger Mann. Junger Mann, ruhig bleiben. Für Turbo-Bearbeitung werden 48% Aufschlag verlangt. Ja. Ja, also die ganzen Merch-Bestellungen, das läuft gerade, wird gerade zusammengestellt und dauert nicht mehr lang. Potions. Auf alle Fälle, Sakamoto Days Trailer. Der Trailer schaut irgendwie genauso aus wie das Beutel, ganz bizarr. Die Optik ist ganz komisch. Ich weiß nicht so recht, was ich da verhalten soll, aber ich lasse mich natürlich gern überraschen und hoffe, dass es ähnlich lustig wird wie der Anime. Dann haben wir einen kleinen Teaser zu der zweiten Staffel Chainsaw Man, dem Assassin's Arc, der dann rauskommt. Sagt auch nicht viel aus, genauso wie dieses Poster dazu nicht viel aussagt. Aber wenn ich die Qualität von der ersten Staffel halten, dann kommt auf alle Fälle was sehr Geiles auf uns zu. Bald, ich glaube jetzt im Frühjahr, glaube ich, kommt dann auch schon der Film, der Rees-Arc auf Crunchyroll. Also haut es euch rein. Dann haben wir auf Netflix den War Machine Trailer. Hier mit dem Alan Ritchson, der ja, glaube ich, auch in der Reacher-Serie die Hauptrolle gespielt hat und äh, in Fachkreisen als neuer Batman oft einmal gehandelt wird. Oder man möchte gern, dass er der Batman wird, weil er ist halt einfach ein Stier. Ein War Machine muss jetzt erst einmal ein wenig scheißen und gegen Roboters kämpfen. Das ist doch auch nie verkehrt. Ich soll stattdessen auch diesen Tab freigeben, wenn ich das tun möchte. Ja, so dumm. Was war hier? Oh, da gibt es wieder Spenden noch dicke Kartoffel für einen Drain Cry, wie immer. Kann man als Rosettenküsschen eigentlich rein. Naja. Anderes Thema, da reden wir auf OnlyFans dann drüber. Was haben wir da? Von One Piece Staffel 2 Trailer mit Latte, Schwitze, Scheinfenster rein in Kassettenschmerz. Nice, die One Piece Live Trailer, super. Ja, das war dann der nächste gewesen, den ich erwähnt hätte. Den haben wir jetzt auch noch kurz, bevor der Kassettenschmerz hier losgeht, haben wir noch den One Piece Trailer eingehauen und er schaut wirklich geil aus. Schaut nach schöne Effekte aus. Die Rauchfäuste vom Smoker, das schaut geil aus. Also ich habe richtig Bock drauf und kann es kaum mehr erwarten, bis endlich März ist und die zweite Staffel läuft. Da bin ich schon richtig, richtig heiß drauf. Das war's aber mit Trailer. Ich bin selber total überrascht gewesen, weil wir haben ja einen Super Bowl gehabt. Und was ist? Es ist eigentlich nichts an guten Trailer rausgekommen. Natürlich Super Mario Galaxy Movie ist nochmal ein Teaser, aber der ist jetzt auch nicht unbedingt erwähnenswert hier für den Kassettenschmerz, dass wir da nochmal eine Minute gesehen haben. Und alles andere hat mich ganz ehrlich gesagt ziemlich kalt lassen, was da gesagt worden ist. Gut, Minions und Monsters, es wird witzig, aber auch nicht wirklich weltbewegend. Da sind wir besser als gewohnt vom Super Bowl. Dafür war die ganze Show ein schönes Statement gegen die ganzen Nazi-Fotzen, die da hinten gerade unterwegs sind. Da gibt es zumindest einen Daumen hoch, was sie da abgezogen haben. Finde ich geil. Seise, vielen Dank für dir auch, Fette Potato.
oder Küsschen auf, du weißt schon wohin. Das dürft ihr euch immer selber aussuchen, wo sie mit diesem Zeichen eigentlich genau andeute. Hat sich jemand Super Bowl angeschaut für euch? Das ist etwas, das habe ich bis heute noch nicht einmal geschafft, dass ich wieder hinsitze und mir das anschaue, weil mir das ist halt Sport und das interessiert mich nicht, wie man sieht. So, dann können wir eigentlich schon rüber switchen zu den ganzen Castings, denn wieder mal gibt es neues Casting für den Mike Flanagan Exorzisten Reboot, der irgendwann kommen soll. Zum einen haben wir da jetzt den Chiwetel Ejiofor, irgendwie so spricht man es, glaube ich, aus. Ich habe da noch ein Bildchen für euch, weil Chiwetel Ejiofor, irgendwie so. Ich habe mir es mal angehört, aber ich kann es nicht mehr wiedergeben. Man kennt ihn auf alle Fälle. Der gute Herr ist jetzt gecastet worden. Und dann noch der liebe Lawrence Fishburne. Den kann man wenigstens aussprechen. Da tue ich mich leichter. Die beiden sind jetzt offiziell auch im Exorzist-Reboot von Mike Flanagan. Da freuen wir uns ja schon mit drauf. Ach, weil es Goldo ist, sagt er. Oh Gott, beißt mir der Fuß, muss ich mich kratzen. 13 Monate dabei und immer noch süchtig. Das ist schön. Das ist schön. Ich bin auch süchtig nach euch, Leute. Darum hocke ich mich jede Woche daher und verzeihe ich eine Geschichte von der toten Sau, wie man so schön sagt. Was haben wir noch für Castings? Die Isabella Merced ist in dem kommenden neuen Paul W.S. Anderson-Film dabei und er bringt, ich habe irgendwo ein Beutel wieder mal für euch. Da ist er. Der bringt ja einen neuen Teil oder versucht sich nochmal an die House of the Dead. Zu dieser Isabella Merced habe ich jetzt auf IMDb kein Beutel mehr gefunden, habe aber dann auch keine Lust mehr gehabt, dass ich weitersuche. Sucht es euch selber raus. Ist mir scheißegal. Uwe Boll hat es ja schon mal versucht an House of the Dead und so manche da wahrscheinlich sagen, er ist kläglich gescheitert, wie so ziemlich an 35% seiner Filmprojekte. Das ist, ja, aber Paul Anderson ist ja auch nicht unbedingt ein Garant für wahnsinniges Kino, aber er hat zumindest immer einen gewissen Unterhaltungswert, finde ich, dabei, weil jetzt auch Monster Hunter war zwar prinzipiell ein totaler Scheißfilm, aber irgendwie hat er mich bei Laune halten können. Das ist was schön Seichts für nebenbei gewesen, aber bin mir gespannt. Sein Statement zu House of the Dead war, it will be very, very creepy. Ja, wow. Du machst einen Horrorfilm und sagst, er wird sehr, sehr gruselig sein. Das ist ja mal, ich kann dir vor Vorfreude platzen hier, weil sie ihn ja aussagen. Das ist echt unglaublich, wie der die Menge anheizen kann, dieser gute Herr Anderson. Aber gut, sei es drum, warten wir mal, bis losgeht, die ganze Gaudi und man vielleicht zuerst die Beutel oder so dazu sagt. Dann haben wir David Harbour, den kennen wir ja, haben wir schon mal gesehen. Warte mal, aber ich habe für alle, die ihn nicht kennen, natürlich Bildchen hier. Da ist er, der Gute, Stranger Things. Dann haben wir noch die Rebecca Hall. Die gute Dame kennt man auch, jetzt unter anderem eben gerade bei Beauty mit dabei. The Beauty, da muss man weiterschauen. Ich glaube, die letzten 2 Folgen habe ich noch nicht gesehen. Übrigens absolute Empfehlung, The Beauty, Weltklasse, geiler Body Horror. Und die Esme Creed Miles. Diese hier, die muss ich jetzt sagen, die ist mir noch ein bisschen unbekannt. Ah, The Sandman war es dabei. Sind auf alle Fälle in einem neuen Horrorfilm, der von Lionsgate kommen wird, namens A Head Full of Ghosts. Es ist noch nicht wirklich was dazu bekannt, nur dass die Lionsgate jetzt halt sehr schnell, sehr früh die Rechte dazu geholt hat. Was ist jetzt hier schon wieder mit nicht mehr teilen? Ihr Schweine. Kriegst nicht dafür und ich bin schauerhaft. So, jetzt sagen wir nochmal die gute Esme Creed Miles, dass ihr euch auskennt. Genau. A Head Full of Ghosts von Lionsgate mit diesen 3 gerade erwähnten Personen. Jetzt kommen wir zu einem neuen Film, auf den ich schon sehr gespannt bin, zu dem man aber nur so gut wie gar nichts weiß. Denn der Takashi Miike macht mal wieder einen Film und mit dabei ist unter anderem der Norman Reedus. Ihr müsst das wahrscheinlich nicht Herz sagen, aber ich mache es trotzdem nur für euch. Dann ist die Millie Alcock dabei, die man jetzt bald als Supergirl über die Leinwand sausen singen wird. Da gab es, glaube ich, auch einen neuen Trailer im Super Bowl, aber
War jetzt auch nicht, da war nicht wirklich was Neues, weil das wesentlich Spannendere hat man schon, glaube ich, eine Woche davor gesehen, als sie mal einen gescheiten Blick auf dem Logo uns gegeben haben. Und dann noch eine Sängerin namens Charlie. Ich habe keine Ahnung, wie man ihr Anhängsel im Namen da ausspricht. XCX, keine Ahnung. Die drei sind auf alle Fälle im Takashi Miki seinem neuen Film drinnen. Es geht um drei Mädels. Das dritte Mädel hat man da jetzt noch nicht, hat man da noch nicht gecastet, glaube ich. Zumindest ist es nicht bekannt. Die treffen sich, glaube ich, irgendwo in Japan wieder, um so ihre alte Freundschaft aufleben zu lassen. Und eine davon wird dann von einem gewalttätigen Geist besessen und dann ist halt wahrscheinlich auch der Bahn. Wie es halt allweil so geht, wenn man sich mit alten Freunden wieder trifft. Gell? Das nächste ist sehr spannend, sicher für den Mike. Der hat nämlich den Film ja abgöttisch gehasst. Under Paris, diesen Hai-Film in Paris, wo sie in der Seine dann Haie drin haben und Leute irgendwie so slapstick-mäßig ins Wasser einfallen. Auf alle Fälle ist der Alexandra Aja jetzt im Gespräch für für den Regieposten zum Sequel, was irgendwie ganz logisch war, dass es kommen wird, weil das, glaube ich, war 2024 der meistgesehenste Film auf Netflix. Ja, wenn Qualität nicht sonderlich gut ist, aber die Leute haben eingeschalten. Leider mal eingeschaltet. Ja, jetzt der Jojo ist da. Hobbederi, auch seit 5 Monaten dabei steht da. Köstlich. Hat jetzt eigentlich hingehabt, schon HBO Max geholt. Ich habe es mir jetzt gestern jetzt abgeschlossen, haben wir reingeschaut, hat eigentlich schon ein geiles Programm. Definitiv die bessere Wahl als Scheiß Wow. Und habe mir jetzt gleich mal die erste Folge von dieser Harley Quinn Animationsserie eingebaut und die ist ja Weltklasse. Also ich weiß nicht, ob da schon mal irgendjemand beigeschaut hat. Die erste Folge ist nur geil, ist auch gezeichnet ist aber an ein erwachsenes Publikum gerichtet, ist saublutig, ziemlich dämlich, sehr witzig, coole Figuren bisher dabei. Habe jetzt nur eine Folge gesehen, aber habe richtig, richtig Bock auf mehr gekriegt. Wer da so auf so ein bisschen gesplatterten DC-Comic-Zeichentrick Bock hat, der sollte sich das auf alle Fälle mal einbauen, weil das unglaublich viel Spaß gemacht hat jetzt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Gibt ja auch schon 5 Staffeln von dem Dingens, ne? Genau, im Zuge von dem Hai-Thema können wir gleich mal kurz auf Alligatoren umschwenken, weil Alexandra Aja hat ja auch den Crawl gemacht, 2000, schlag mich da, war das 19? Oder ist er noch älter? Ich weiß nicht. Wir haben eine Folge dazu gemacht, herzlich euch hoch. Die ist sicher gut, so wie alle unsere Folgen, kleine Sache. Aber da ist es jetzt, da ist der Sam Raimi in der Produktion dabei. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, gewechselt zu Paramount, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie hätten Interesse an einem Sequel, aber genau das kann er noch nicht dazu sagen. Es ist anscheinend immer noch im Gespräch, Crawl 2 zu machen. Das soll dann in New York spielen, zumindest in einem Teil überfluteten New York. Und aber ob der Ajara wieder mitmacht, das wissen wir jetzt halt noch nicht. Das tun wir nicht wissen tun. So, dann gibt es jetzt, ich glaube, seit den letzten 4 Wochen habe ich ja jedes Mal Casting-News zu God of War dabei gehabt und auch dieses Mal haben wir wieder einen neuen Casting-Zugang bei God of War. Nämlich ist der Atreus gecastet worden. Wer es nicht weiß, Atreus ist Kratos sein Sohnemann, den wir hier sehen. Und der wird jetzt gespielt vom Callum Winston. Den haben wir schon gesehen in zum Beispiel Chucky, in der Serie mit dem Chucky. War sehr, sehr guter Schauspieler und mir kommt er nur extrem jung vor, aber wir werden schon wissen, was dann, oder? So, was wird da geschrieben? Train ich habe ist ja bloß den Suicide Squad Isekai Anime gesehen, war ganz witzig und nichts Überwältigendes. Ja, habe ich auch, aber auch nur die ersten 10 Folgen, die immer auf Netflix drin waren. Die zweite habe ich bisher noch nicht gesehen. Da habe ich mich interessiert, weil war unterhaltsam für zwischendrin nochmal zum Schlafen. Was auch eine verrückte Ankündigung war, ist die Serienumsetzung zu dem Spieler-Hit Baldur's Gate 3. Da wird jetzt HBO eine Serie rausbringen. Gott sei Dank habe ich HBO Max schon gemacht. Ja, bin ich dann gleich am Start und kann mir das einhauen. Das Ganze wird über einen Craig Mazin als Showrunner rausgebracht. Der ist ja unter anderem schon bekannt für Chernobyl, die Serie, für The Last of Us. Bei Dune hat er mitgewirkt. Also da hat man schon wieder einen sehr namhaften Typen dahinter, der das auf die Leinwand bringen soll. Und da bin ich schon sehr gespannt. Es soll nämlich sogar, jetzt muss ich es fast noch spulen, das ist schon wieder richtig schlimm, weil nämlich die Serie direkt nach den Ereignissen vom Spiel sitzen soll. Hey, wie gemein ist denn das eigentlich, dass man so jetzt schon dann?
Vor allem bei so einem Riesenspiel. Jetzt muss ich mal wirklich, was weiß ich, 300 Stunden Spiel einballern, damit ich dann mit der Serie mitkomme. Ich hoffe, das wird einigermaßen gut erklärt, was da so abgeht. Das war's mit den Ankündigungen dieses Mal. Wie gesagt, wie ich euch gesagt habe, hauptsächlich was Casting. Hauptsächlich hatten wir hier Castings. Der Mike war wieder so nett und hat mir noch ein bisschen was zurückgeschickt, was an physische Medien zum Kaufen rauskommt. Da ist unter anderem gibt's Primitives, der Teufelsschrei der Kannibalen in mehreren Mediabooks, soweit ich das gesehen habe. Da suche ich jetzt nicht zu jedem scheiß Cover die Beutel aus, das ist schon mal amtlich, gell? Ihr könnt selber ausschauen. Dann Boy Kills World mit dem Bill Skarsgård. Der war ganz unterhaltsam, kommt aber auch in 5 Mediabooks. Ich weiß nicht, wann das eigentlich passiert ist, dass die Filme alle in so extrem hohe Mediabook-Auflagen geben, zum Beispiel. Und vor allem selbst wie Boy Kills World, der ist cool und so, aber hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass der auf so auf so eine große Mediabook-Anzahl kommt. Naja. Wo es auch verrückt ist, ist der Edward Norton, The Incredible Hulk, kommt in 4 Mediabooks. Für euch zur Info halt. Sin City 2, A Dame to Kill 4 kommt in 7 Mediabooks. Sehr wichtig. Sogar Wicked 2 kommt in 2 verschiedene Steelbook-Cover aus. Was ist eigentlich los jetzt? Nobody got dimes for this, aber bisher war, glaube ich, noch nichts dabei, das ich mir auch wirklich holen darf. Bei Mediabooks bin ich ja mittlerweile sowieso raus. Universal Soldier, ich glaube der erste, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest irgendein Universal Soldier mit dem Van Damme, könnt ihr mal schauen, in welcher das er dabei war und welcher das da jetzt rauskommt, soll diese Woche auch in der Mediabook kommen. Und vom Luc Besson, der Dracula, die Auferstehung, kommt auch diese Woche zum Kaufen raus. Was für Zeit jetzt ist da schon wieder da drin? Da müssen wir da mal schnell reinschauen. 120 Stunden kriege ich bald das Geld. Ja, 120 Stunden? Wann? Ich spiele jetzt gerade Dragon Quest 2 und 3, nein, 1 und 2. Danach habe ich noch, dann ist wahrscheinlich schon so weit, dass Resident Evil 9 da ist. Dann müsste die endlich noch, dann hoffe ich, dass ich Octopath Traveler Zero einschirmen kann. Das ist ja auch wahrscheinlich wieder so 120, 130 Stunden Werk, wenn es sich an der Länge von die ersten 2 Teile orientiert. Wann soll ich jetzt Dawn und Baldur's Gate 3 spielen? Aber das Gute ist ja, dass es wahrscheinlich noch sehr, sehr lang dauert, bis diese Serie endlich kommt. Bei Baldur's Gate 3 bin ich leider nach 100 Stunden immer nur in Akt 1 rausgegangen und habe auch nicht Spiel jetzt müssen. Wie kann man 100 Stunden in Akt 1 drin stecken? Was passiert da? Was meint 2 mag ich ein Mediabook? Da mehr ich lieber das Steelbook, das mit den ganzen Gesichtern. Das find ich ziemlich geil. Leonie Empelt, schon lange nichts mehr gehört von dir. Ja, wer auch immer du sein magst. So, wo waren wir jetzt? Jetzt gehen wir zu den Kinostarts. Wer uns nämlich nicht in die sozialen Medien folgt, hat unsere super tollen Kinostart-Posts der Woche noch nicht gesehen und weiß deswegen nicht, was da diese Woche läuft. Und es ist nicht viel gut, denn zum Beispiel der Wuthering Heights Sturmhöhe mit der Margot Robbie und dem Jacob Elordi, der wird ja Vollgas abgesagelt. Der kriegt da sogar auf IGN, glaube ich, 2 von 10 und von IGN so schlecht bewertet werden, das ist schon ein Kunststück. Dann haben wir noch Svadba, The Wedding. Das ist irgendeine romantische Komödie. Die Eltern, also so wie Eltern, aber älter, was schon, ist, glaube ich, ist irgendwas Deutsch sicher für den Arsch. Crime 101 mit dem Chris Hemsworth. Das kann ein cooler Thriller sein. Krimi-Thriller, mal gucken. Animationsfilm, Der letzte Walsänger. Und Prinzessin Mononoke, da müssen wir nur schauen, ob der die ganze Woche läuft oder ob der gerade einen Tag irgendwo seine Sonderaufführung hat, weiß ich jetzt nicht genau. Das Beste liegt noch vor uns, ein weiterer Anime, The Dangers in My Heart, The Movie. Once Upon a Time in Gaza, ein Drama. The Rose, Come Back to Me. Bla 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 bla. Ansonsten läuft einmal Chase Atlantic, Lost in Heaven, wir singen Musik. Das war's. Was ist irgendwas dabei für euch? Verzeiht's mir's. Ich hätte gern für der Taxi-Reihe Mediabox. Ja, das war vielleicht ganz cool. Wolleck, die Taxi-Reihe brauche ich generell noch in der Sammlung. Was man nicht alles in der Sammlung brauche, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Was haben wir denn für Streaming-Charts? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da jetzt vom 30. Januar bis 5. Februar so in die Charts ist. Auf Platz 10 läuft die erste Staffel Steel von, das kommt auf Prime Video, sagt man ja nicht. Dann haben wir diesen 11, 22, 63, was auch immer das ist, kapiere ich immer noch nicht. Auf Hulu ist auf Platz 9 die erste Staffel. The Pit, die erste Staffel auf HBO Max, ist 8 platziert.
Dann haben wir Wonder Man. Hey, es wundert mich, dass Wonder Man wirklich in die Charts mit einsteigt. Die erste Staffel auf Platz 7, Disney Plus. Weiß ich, wer schon gesehen hat, ich habe es mir angeschaut. Ich finde es gut, aber man darf halt absolut nichts, was irgendwie mit Superhelden zum tun hat, erwarten. Das ist eigentlich eine sehr charakterbezogene Serie, die Action, ich glaube, dass man 3 Sequenzen hat, wo es mal wirklich so ein bisschen Super Action, Superheldenmäßig was geboten hat. Ansonsten wird die, glaube ich, in meinen Augen schon wieder ein bisschen overhyped. Dann haben wir Prime Video mit der zweiten Staffel Fallout auf Platz 6. Die war wieder sehr cool, aber gestern, glaube ich, die letzte Folge angeschaut. Paramount Plus hat die zweite Staffel Landman auf Platz 5 platziert. Dann kommt Platz 4 mit His and Hers, die erste Staffel auf Netflix. The Traitors ist auf Platz 3, Staffel 4, Peacock. HBO Max hat sie dann wieder auf Platz 2 geschlichen mit der zweiten Staffel The Pit und Bridgerton ist auf Platz 1, die vierte Staffel von Netflix. Bridgerton habe ich auch noch nie reingeschaut, ist aber, glaube ich, nichts für mich. So. So. Haben wir das auch? Dann dürfen wir auch schon wieder unboxeln, oder Leute? Muss mir umtun, der Akku wird leer von meinem Schweine-Laptop hier. So, vielleicht doch nichts mit das Netzteil anstecken. Habe alle nebst Klemmbaustein-Taxi. Klemmbaustein-Taxi oder auch noch. So, fangen wir mal an mit dem ersten OP14 Booster Pack. Die kannst du gescheit in die Kamera einhalten. Gucken, jetzt gestern habe ich mal meine OP13 so ein bisschen in die App eingegeben und habe schon wieder gesehen, dass da irgendeine Version gibt, die über 500 Euro wert ist. Und ich denke mir, ja, schön, aber es gibt nicht einmal Booster bei uns irgendwo. Das nervt mich. Setzt nervig mich. Schauen wir mal, was der OP14 dabei hat. So, hier einmal Charakterkarte Vista. Dann haben wir einen weiteren Charakter Buffalo. Ich glaube, das fast gleiche Motiv haben wir ja schon in OP8 oder so drinnen gehabt. Das ist schon ein bisschen faul. Charakter Oinkchak. Nächste Charakterkarte Wadatsumi. Dann haben wir ein Event, den Crescent Cutlass. Einen Charakter Victoria Sindri. Mal schauen, was kannst du noch nicht mehr mit rein. So, dann wieder Charakter, der Macro Gang. Dann haben wir Charakter Chu. Charakter Shaku Yaku. Jetzt eine schöne Glitzerkarte hier, nehme ich an Mr. 3 Galdino. Auf den freue ich mich schon sehr in der zweiten Staffel, gespielt von David Dasmädchen und den Typen liebe ich. Dann haben wir King, Charakterkarte King, wieder in Schiller. Was haben wir jetzt hier noch? Die Don-Card und die tut ein bisschen schillern tun. Don. Das ist immer so die Startkarte, glaube ich, für die Booster, für die OPs, für die Reihen. Ja, ich glaube, jetzt, solange die 2 Glitzer-Schweindelkarten keine V2 sind, wird da leider kein unendlicher Reichtum auf mich einprasseln. Bluebricks, französisches Hochgeschwindigkeitstaxi. Du machst nichts verkehrt, wenn es ein Bluebricks so ist. Fucking Lego-Scheiße, Alter. Die Lego-Pokémon-Sets, die sind ja ein Witz. Was kostet das? 650 Euro da, das mit die 3 Starter, die sind echt nicht ganz dicht. Dabei war aber kommt aber jetzt dann für das 30-jährige Pokémon-Jubiläum, bringen sie auch wieder ein Kartenset raus. Und da haben sie jetzt die Full Artworks gezeigt für die, ich glaube, die ersten 3 Generationen Starter. Und das sind schon wunderschöne Kärtchen, gell? Die warten schon wieder schön, wenn wir die kriegen würden. Aber wahrscheinlich kriegen wir es nicht, wisst ihr selbst. Wahrscheinlich kriegen wir nicht mehr irgendeinen Booster davon. Cesurio haben wir jetzt als erstes Mal mit Metallklaue und Zornklinge. Piu. Dann haben wir Magneton mit einem Tackle und einem Elektroball in Schnauze rein. Schraubschwanz, Schalkwand mit seinem Schraubschwanz. Aha. Furnifras mit einem Energiebrenner. Derek Grandy, ist sogar was geht ab? Das arme Pikachu von Lego. Lego meine ich möchte Yu-Gi-Oh! Machen. Ja, Yu-Gi-Oh! Wer was gelesen ist in der Mache und ja, der Pikachu, vor allem den hat es ja vorher schon mitgegeben, ich weiß nicht, wie die Marken heißt, ungefähr fast 1:1 das gleiche, dafür gerade ein Drittel vom Preis. Krawell, konfrontieren und Knöchelprall.
Spezialverkoster und scharfe Fänge gibt es vom Flunkiefer. Dann gibt es den Pepper. Da kann man sich Fett Pep kaufen. Glaube zumindest, der Name darauf schließen lassen. Jetzt wird hier geschillert, nämlich mit einem Tromburg im Jasperwald. Da wirst du eingesperrt im Jasperwald. Da, Glitzer, Glitzer. Hui, hui. Nochmal Glitzer, Glitzer mit einem Toge Tamaro. Das macht dann ein Igler und ein Rolltackle. Und jetzt haben wir noch ein Voltolos, aber leider kein Full Artwork oder sonst Dinge. Drum werden wir hier wieder nicht reich aus der Unboxing-Session gehen. Lego Money möchte das mega ist von Mattel Money. Das kann sein. Ich habe ihn nie so verfolgt, aber gerade mein Neffe hat die Stats-Code Pikachu und Glurak, aber ja, lieber holt man sich die noch, bevor man sich das neue Pikachu holt, die fast sagen. So Leute, das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es gibt die fetten Potatoes an alle, die gespendet haben. Heute unsere neue Folge heraus, 28 Years Later, Bone Temple, Oherren. Mike und ich nehmen jetzt dann gleich noch was auf. Das wird eine Affengaudi, sage ich schon mal so viel, damit das ein bisschen gespoilert wird. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Kassettenschmerz oder eine neue Folge rauskommt. Oder schaut auf die sozialen Medien ein zu uns. Zauberhaft wird's. Macht es gut. Küsschen auf die Nüsschen. Oh, nochmal ein Euro vom Seisi. Vielen Dank. Da gibt es eine dicke Potato. Wiederhören.